Dere und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, der Podcast. Und heute ist wieder mal was Besonderes, weil wir haben einen Gast dabei und ausnahmsweise keine unserer Bestandsgäste, sondern wir haben einen neuen Gast dabei, der noch nie da war, aber ich glaube, er ist einer unserer größten Fans, hat er gesagt. Auf alle Fälle sagen wir herzlich willkommen zum Comic-Zeichnenden von Frank Miller, zu sich zitierten, mit schicken Sakkos und dezenten Haarfarben Modetrends setzenden Trachtmännerfinder Christopher Kläuber. Chris, habe Dere. Servus miteinander. Wow, das war eine Introduction hier. Ja, irre geil, oder? Ja, super geil. Ich freue mich. Corby, du bist auch dabei, grüß dich. Ja, hallo. Chris, schön, dass du da bist. Freut uns, dass das jetzt funktioniert hat. Wir hatten ja ein paar Startschwierigkeiten. Ja, ein paar, ja. Aber heute hat es endlich funktioniert und ich darf einfach gleich Einstellung sagen, Chris, stell dir vielleicht mal kurz noch mal selber ein bisschen vor, damit unsere Hörer sich mehr darunter vorstellen können, wer du eigentlich bist, was du machst und hau ihnen gleich hinten nach, welchen Film du warum mitgenommen hast. Okay, also ich bin der Chris, ich zeichne Comics. Falls ihr schon mal gehört habt, ich zeichne den bayerischen Superhelden, den Trachtman unter anderem, und ich habe den Film Prey mitgebracht. Also aka Predator 5 oder so ähnlich. Mhm. Das war's schon. Ich hab's mich so schön vorgestellt, deswegen brauche ich, glaube ich, gar nicht groß viel was erzählen. Das ist gut, gell, wie ich das mache. Ich bin so geil. Ja, wir erwarten eigentlich immer sowas wie im Bewerbungsgespräch, dass die Leute da ein bisschen was über ihr Leben erzählen. So, genau. Was waren die Stationen seit Kindheit bis hierher? Was habe ich in diesem Podcast geführt? Also geboren bin ich 1986 in München und ich habe kein Studium mehr. Also ich bin nee. Was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen? Na, du hast schon gesagt, wir reden heute über Prey. Das ist die neue Teil im Predator-Franchise und veröffentlicht ist der bei uns direkt auf Disney Plus zum Stream. Finde ich im ersten Schritt ein wenig schade, weil ich sowas immer gerne im Kino sehen darf. Auf der anderen Seite sage ich, ja gut, dann war mal die heute mit dem Suit auf der Couch und schauen wir an. War deswegen nicht minder schlecht, weil ich fand das einfach, ich möchte noch nicht vorgreifen, aber ich fand ihn geil, auf alle Fälle. Chris, magst du unseren Hörer vielleicht eine kurze Zusammenfassung geben, um was es bei Prey geht, weil das in der Regel bei Predator-Filmen einmal recht einfach ist. Na, eigentlich ist der Film genauso gestrickt wie jeder andere Predator-Film eigentlich auch. Also es geht in diesem Film um eine Comanche, der Charakter heißt Naru. Sie ist eine angehende Heilerin in ihrem Stamm bei den Comanchen und sie möchte halt gerne mehr sein als das, was ihr der Stamm quasi aufdrängt aufgrund ihres Statuses. Sie möchte halt gerne jagen, so wie halt der Bruder und die anderen männlichen Stammesmitglieder. Und also während sie trainiert und so weiter für eben es gibt so eine Art Ritual, wo sie halt dann quasi als Jägerin dann quasi vollwertig aufgenommen wird. Das ist so, wie so eine Art Initiationsritus. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Und sie sieht halt quasi, wie das Predator-Raumschiff durch die Wolken gleitet und hier die Antriebe hier Feuer schlagen und so, und das erleuchtet halt quasi den Himmel. Und sie sieht das selber als Zeichen, dass es jetzt Zeit ist für ihren Ritus. Das passiert dann auch und so langsam kommt dann immer so näher diese Konfrontation zwischen Predator und den Comanchen-Stamm, und das ist eigentlich ziemlich spannend erzählt, weil also ein Berglöwe greift quasi hier an und so, und die Jäger müssen den halt töten. Ja, das ist deren Aufgabe, sie müssen den töten. Und Naru ist dabei, und um zu unterstützen. Sie möchte ja eigentlich als Jägerin da quasi mit dabei sein, aber darf halt mit als ihre Funktion als Heilerin und so weiter. Also die kennt quasi die ganze Apotheke des Waldes. Und ja, schafft's dann halt auch mit ihrem Plan quasi, auch wenn sie daher dann ausgenockt wird, dass dieser Berglöwe zu Fall kommt und so weiter. Und so entwickelt sich quasi die Geschichte. Spoiler jetzt mal quasi, also ich rede auch mit Spoiler, also falls ihr das passt, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, ich rede eher an die Zuhörer, dann
wirst halt abschalten oder, mein Gott, dann vergesst halt den Part wieder. Der Bruder, der Tabe, der wird dann halt zum Kriegshäuptling. Ja, und man sieht halt dann auch super, wie der Predator quasi sich da durch die Nahrungskette der Jäger quasi durchhuntet. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil es halt auch so ein nicht so ein Standard-Predator ist. Also es ist halt wieder ein anderer, das ist der Feral Predator, genau. So quasi so ein Urzeit-Predator. Und irgendwann treffen die beide halt aufeinander und dann gibt's dann halt dieses, ja, das, was man halt vom Predator kennt. Der Naru muss halt einen Weg finden, um quasi den Gegner auszuschalten und so. Nur, dass es bei Naru halt nochmal was anderes ist als bei den anderen Protagonisten von den anderen Predator-Filmen, weil Naru sieht das quasi als ihren Ritus an. Sie muss dieses Viech töten, um quasi um sich selbst halt quasi als Jägerin anzuerkennen und so weiter. Bei den anderen ging es ja tatsächlich nur ums Überleben. Hier Schwarzenegger hat ihn umgebracht, um zu überleben. Der Polizist aus Teil 2 hat ihn umgebracht, weil sein bester Freund quasi, sein Arbeitskollege hier draufgegangen ist und sich rächen wollte. Mhm. Bei Predators war es ja auch reines Überleben. Und da ist es halt auch schon ein bisschen anders da und der hebt sich schon ein bisschen mehr von den anderen Teilen ab, finde ich. Vollkommen, ja. Allein jetzt halt auch mit der, dass die Leadrolle eben von einer Frau diesmal getragen wird. Das ist ja das erste Mal der Fall, außer man nimmt Alien vs. Predator, den ersten Teil dazu, da war ja auch eine Frau in der Hauptrolle, aber in dem Fall ist es, in der reinen Predator-Reihe ist es das erste Mal mit einer Dame. Und ich finde diese Amber Midthunder, wie sie heißt, die Naru spielt, die finde ich Weltklasse. Ich weiß nicht, habt ihr die Serie Legion gesehen? Die aus dem X-Men-Kosmos? Nein, aber die hat da ziemlich lang mitgespielt, oder? Ja, genau, und die war da schon grandios, also das ist eine unglaublich gute Schauspielerin und mir hat das auch richtig taugt bei Prey, ich hab dir jede Sekunde geglaubt, was sie da mitmacht und treibt. Ich möchte nur ergänzen, Hauptrolle von einer Frau und ihrem Hund. Jawohl, ja, der Hund war hier, ich habe echt gebangt und ich habe den Finger schon am Ausschaltknopf gehabt, wenn dem Hund was passiert. Dann hätte ich ausgemacht, ohne Scheiß. Ich hätte ausgemacht, weil das muss nicht sein. Aber der Hund war auch super. Der war super, ja. Und ich habe eine tolle Unterhaltung auf Facebook unter einem Post gehabt von uns, weil nämlich der Enrico Kunze, da gingen mal Grüße raus, wir haben gesagt, ich werde es auf alle Fälle erwähnen, weil er hat mich so gestimmt, so, ja, er glaubt nicht so richtig, dass die damals vor 300 Jahren schon so einen dressierten, abgerichteten belgischen Schäferhund gehabt haben. Und dann haben wir halt damals die Unterhaltung darüber geführt, dass es kein belgischer Schäferhund war, sondern es war ein Carolina Dog, auch als Dingo bekannt. Und da hat es eine lustige Unterhaltung gegeben. Wir haben auf alle Fälle am Ende hat sich herausgestellt, es ist 100% akkurat, dass diese Rasse von Hund da schon umeinander gerannt ist. Also, Enrico. Ich wollte auch gerade sagen, das war doch ein Dingo. Also, ja, genau. Die haben die ja quasi schon angefangen zu domestizieren. Also, von dem her ist es gar nicht mehr so ungewöhnlich. Genau, war auf alle Fälle, irgendwann hat es dann geheißen, irgendwann hat dann geschrieben, da geht's um einen Alien, der zum Jagen auf die Erde kommt und ist unterhält sich darüber, ob es ein Dingo ist oder nicht. Ja, das sind nicht einfach Dog Facts, die man geklärt haben muss, in Gottes Namen. Party-Smalltalk, wie der Corby gesagt. Ja, da hört halt das Suspension of Disbelief auf, weil wenn das nicht ein richtiger Hund ist, der akkurat zu dieser Zeitlinie passt, dann geht das halt nicht. Dann kann ich das nicht genießen. Null, genau, keine Chance. Der Rest einfach nur Schmarrn. Erfundener Krampf. Einfach nur ein riesiger Krampf. Corby, wie hat dir der Prey eigentlich gefallen? Hast du alle Predator-Teile gesehen oder wie ist da bei dir? Ich habe nicht alle Predator-Teile gesehen. Okay, also sagen wir mal, ich glaube Predator, den ersten zum Teil. Ich habe es bis jetzt noch nicht ganz geschafft. Das ist ähnlich wie mit E.T., den habe ich auch bis jetzt immer und immer wieder mal versucht anzufangen und ich kenne nur den Anfang und das Ende und bei Predator ist genau das Gleiche. Also was ist mit dir? Was zwischendrin passiert, keine Ahnung. Alter. Grausam, oder? Chris, machen wir allein weiter. Schalt man aus. Du bist nicht qualifiziert, um diesen Film zu besprechen. Naja, das hörst du jetzt zum zweiten Mal jetzt schon. Der Mike hat das letzte Mal auch gesagt, du möchtest einen Filmpodcast machen, weil du nicht einmal Goonies gesehen hast. Ja, da müssen wir in Zukunft vorher irgendwie so ein Vorstellungsgespräch für Filme, für Film-Podcast-Folgen dann machen, ob ich mitmachen darf oder nicht. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich war ganz verrückt. Ich habe zwar sowieso schon alle gesehen, aber ich habe mir Prey angeschaut und habe mir dann nochmal alle Teile angeschaut. Ja, das habe ich mitverfolgt. Also, und Zeit jetzt da gehabt. Also Alien vs. Predator habe ich beide Teile gesehen. Predators habe ich gesehen, den Predator Upgrade
nicht. Oder Update, ich weiß gar nicht. Upgrade. Da hast du auch nichts groß verpasst, muss ich dazu sagen. Ja, da habe ich eine wirklich Gutes drüber gehört. Aber ich finde den Predator an und für sich halt ziemlich cool. Vielleicht für Leute, die wie ich noch nicht alle Filme gesehen haben oder noch gar keinen Film. Der Predator ist ein Alien, das auch eine Art Jäger ist und der trainiert halt da mehr oder weniger in dem Film. Also so kommt es mir zumindest vor und sammelt Trophäen. Weil ich glaube, die eine Referenz, die habe ich ja halt auch schon irgendwo gelesen, der kriegt ja dann am Ende von dem Film irgendwie eine Waffe Intent, die im Predator 2, glaube ich, auftaucht, oder? Genau. Die Waffe, die sie am Schluss, als dann die Naru da zurückkommt, die sie da übergibt, die kriegt ein Hauptdarsteller, wo mir jetzt auch, wie im Chris vorher der Name nicht mehr einfällt. Danny Glover war es, genau. Der kriegt die nach seinem Sieg im Predator 2 als Trophäe überreicht. Mhm. Das ist ein nettes Easter Egg, allerdings haben sie da quasi die Kontinuität geändert, weil bevor Prey wurde das erzählt in den Dark Horse Comics, da ging es um einen Piraten, wo quasi der Predator quasi mit dem zusammen was gemacht hat. Und am Schluss hat er den Piraten dann umgelegt, weil er quasi den dann als die optimale Jagdtrophäe dann angesehen hat. Und da hat sich dann quasi dann auch die Waffe von dem Piraten dann geschnappt. Und das ist quasi eine Referenz darauf, aber die haben halt das ganze Geschehen da halt komplett geändert. Ja, wobei das ja immer noch offen ist. Also sagen wir mal, wir spoilern ja, der Predator überlebt das Ganze ja nicht. Also das heißt, die Waffe ist ja weiterhin nur auf der Erde und man sieht ja in den Credits, dass da noch mehr von diesen Raumschiffen noch kommen. Und vielleicht wandert die Waffe dann zu den Piraten und einer von den Predator zu den Piraten. Ja, kann sein. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie man die zeitlich einordnet. In der Regel überlebt ja sowieso kein Predator die Filme. Ja. Das stimmt, ja. Eigentlich traurig. Ja, aber um die Frage zu beantworten, ich fand ihn gut. Ich habe aber mehrere Startanläufe braucht. Okay. Also die ersten 5 Minuten kenne ich mittlerweile sehr, sehr gut. Und dann bin ich jetzt mal eingeschlafen und dann an einem, weiß ich nicht, Samstagnachmittag oder so habe ich es dann endlich mal durchziehen können. Hab's aber dann eigentlich bereut. Du hast aber schon die normale Version angeguckt, oder? Nicht die Comanchen-Version, oder? Wollte jetzt auch gerade fragen, ob die einer von euch gesehen hat. Was? Gibt's da? Es gibt auf Disney Plus tatsächlich eine Version, wo die Sprachausgabe auf Comanchen ist und so. Ja. Und das habe ich mir noch vorgenommen zu gucken, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich finde die Idee großartig. Ich hab mir angeschaut, ich habe ihn 3-mal jetzt gesehen und eben einmal mit dieser in der Comanche-Version und es ist ziemlich cool, weil ich stehe sowieso auf so eine Sound dann im O-Ton zum Schauen. Also wenn so ich muss jetzt nicht alles auf Englisch singen, aber bei so ausgefallene Sachen oder eben auch bei Animes bin ich da auch so Freak, das muss dann auf Japanisch sein und ich fand's bei dem sogar noch irgendwie cooler mit der Comanche-Sprache. Ja, vor allem, weil im Film ja eh nicht so viel gesprochen wird. Eben, ja. Es ist relativ einfach zum Schauen und also für die Leute, die das gerne machen möchten, aber eher nicht so geht wie mir, die das nicht sehen, das ist unter die Extras ist diese Version. Du kannst es nicht unter dem Audio auswählen, sondern du musst auf Extras und da ist dann dieser Comanche Subdub, WAP. Ah, okay. Ja, wenn das die ersten Tage lang die Standard-Audiospur war, dann kann es schon sein, dass ich mit der gestartet habe. Na, das ist von Haus aus synchronisiert, das ist immer schon extra gewesen. Okay. Aber wie gesagt, sehr cooles Nice to have, finde ich. Es dauert halt ein bisschen, bis, sagen wir mal, diese Verfolgungsjagd losgeht und halt dann ich nenne es jetzt mal Kampfsequenzen. Ich finde es richtig schön, wie sie es inszeniert haben mit der Landschaft. Das schaut richtig geil aus. Und ja, ich finde, der Film macht einen runden Eindruck, wobei ich schon die ganzen Parallelen zu dem, was man halt davor schon über den Predator gewusst hat, über die ganzen anderen Filme, so deutlich im Kopf hat. Ja, aber man hört ja dann trotzdem, also sagen wir mal, interessiert bin ich ja dann trotzdem, was man alles über den halt weiß. Und gerade so diese Endsequenz, wo man dachte, ach schau hier, jetzt ist sie wieder im Schlamm. Kommt doch einem irgendwie bekannt vor. Wobei sie dann doch ein bisschen anders geendet hat. Ja. War ja, glaube ich, auch nochmal so eine leichte Anspielung aufs Finale vom ersten Predator. Darfst du wissen, wenn du ihn jemals ganz gesehen hättest. Genauso, hast du dann die andere Anspielung auf Predator 1 verstanden, Corby? Ja, gibt's, glaube ich, einen Satz, oder? Wenn's
wenn es blutet, dann kann man es töten oder so. Ja, genau. If it bleeds, we can kill it. Ich hätte aber lieber wieder mal den Spruch den Spruch drin gehabt als kleines Easter Egg auf dem ersten Teil, ich habe keine Zeit zu bluten. Hast du Zeit, um in Deckung zu gehen? Das ist immer nur einer der besten Sprüche der Filmgeschichte, meine Augen, vom ersten Teil. Das war mit dem Rambo, oder? Ich hau die ein, ich schütte jetzt nicht auf Stumm. Was auf alle Fälle, wo ich sehr überrascht war, das habe ich zuerst gar nicht gewusst, ist mir erst in der Recherche, irgendwie habe ich den Regisseur komplett ausgeblendet, den Dan Trachtenberg, der hat ja auch den 10 Cloverfield Lane gemacht und finde ich, merkt man irgendwo auch seine Handschrift. Hat den noch einer gesehen, weil ich den 10 Cloverfield Lane? Ja, den Leider nicht. Dafür habe ich die Boys-Episode gesehen, die er gemacht hat. Das war die allererste. Ja, genau, der Boys hat auch eine Folge gemacht. Mhm. Und ja, der Typ hat einfach, finde ich, Black Mirror hat auch Folgen gemacht und er hat einfach, der Typ hat eine fette Qualität, finde ich mittlerweile, wenn ich mir das jetzt anschaue, diese 4 Sachen, die ich von ihm gesehen habe. Geil. Ich darf auch hoffen, dass er das Sequel, das im Gespräch ist, wieder inszeniert. Also ich fand auch das Sounddesign von dem ganzen Film fand ich großartig. Also generell hatte der Film, finde ich, keine großartigen Längen, war sehr atmosphärisch, also da kannst du echt nichts sagen. Und auch jetzt hier der Twist, dass diese quasi da hier, was waren das, diese Plünderer oder sowas. Die Franzosen, die Franzosen, genau, wo sie da drin waren. Das hat sich nicht irgendwie angefühlt, als wäre es ein Fremdkörper oder so. Das hat sich irgendwie so gut eingegliedert. Wirklich geil war es ja wirklich, wo der Typ sich totgestellt hat und der dann einfach draufgestiegen ist und geschrien hat und dann, du bist ja gar nicht tot. Bam! Das ist echt eine coole Szene. Und das finde ich ist ja ganz gut gemacht gewesen, wie sie dadurch praktisch rausfindet, dass er Wärmesignaturen wahrnimmt. Ja. Durch den, das finde ich auch sehr, weil das ist mir beim ersten Mal, habe ich mir ein bisschen berieseln lassen und nicht so hinterfragt. Und beim zweiten Mal habe ich mir das ein bisschen angeschaut und ich finde, das ist auch sehr schlüssig erklärt worden, wie sie seine Schwächen ausfindig macht und wie sie versteht, wie seine Waffen funktionieren, das ja dann für den Schluss braucht, damit sie ihn da erledigen kann. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr schlüssig, als sie gemacht. Ja, das glaube ich passt halt auch quasi in diese Comanchen-Sache halt, also in diese, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel hier, wie soll ich sagen, Sarah Connor könnte das jetzt, glaube ich, nicht so schnell überreißen, aber eine, die halt ständig mit der Jagd und mit Waffen und so weiter zu tun hat, die überreißt natürlich ganz schnell, wie die Waffe von dem Gegner funktioniert. Du hast ja auch gesehen, dass sie sich ja selbst irgendwie auch Waffen bastelt. Also die hat ja ihre Wurfaxt hat sie ja auch mit einer Schnur erweitert, damit sie die quasi zurückholen kann und so. Also es ist in sich schon stimmig, dass sie das da rausfindet. Auch, dass sie jetzt quasi da, wo sie in diesem Sumpf da fast versunken wäre, dass sie das dann benutzt als Falle für den Predator. Ja. Das stimmt ja, da wird nichts aufgesetzt, finde ich, bei dem. Und es ist ja, anscheinend ging es ja auch darüber, dass man dieses Comanche-Leben und so auch sehr akkurat darstellt. Und was ich jetzt im Internet gelesen habe, was da so, sag ich jetzt mal so Geschichtsforscher in Anführungszeichen einfach mal genannt, ist es anscheinend wirklich gelungen, dass es so ungefähr stattgefunden hat, das Leben, diese Einstellung zu den Personen oder zu der Figur Frau, sage ich jetzt einfach mal, dieses Jagdverhalten und so weiter. Also das muss wirklich sehr nah an der Realität sein. Und das finde ich halt dann nochmal geiler. Und drum ist es halt dann also cool, wenn die Comanchen-Version da auch noch zum Anschauen ist. Du bist da voll drin in dem Thema. Ich bin sofort raus und hab mit einem Tomahawk angeschmissen. Aber hast du dir ein bisschen schlau gemacht? Gab es denn bei den Comanchen auch weibliche Kriegerinnen oder Jägerinnen? Nein, das nicht, aber diese Rolle der Frau, dass halt mehr, wenn dann so diese Heilerin war und eigentlich nichts mit der Jagd zu tun hatte, war so, dass die, wie es halt früher sowieso immer war, oder was heißt früher, heute immer nur ist, dass die Frau sie da halt einfach einen untergeordneten Platz hat einnehmen müssen. Okay, man merkt, du bist nicht verheiratet. Ja gut, man muss ja aber auch immer sagen, das ist ein Film, das ist Fiktion und so weiter und man kann es ja eigentlich auch nicht 100%ig sagen. Ich fand es jetzt im Zuge der Geschichte fand ich es passend, ich fand es gut und ich fand es auch nicht so aufgesetzt, wie halt manche andere halt immer gerne bei Facebook schimpfen und ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich fand das in sich stimmig, ich fand's unterhaltsam. Also es ist jetzt nicht
eine Offenbarung. Ich bin eigentlich nur ganz froh, dass es kein beschissener Predator-Film ist, weil es gibt tatsächlich mehr beschissene Predator-Filme als gute Predator-Filme, finde ich. Wie stehst du da zu Predators? Weil, sagen wir mal, ich glaube, der Mike und der Kani, die haben schon beide mal drüber geschimpft, aber ich mag den Film eigentlich ganz gerne. Predators überhaupt nicht, ich liebe Predators. Echt? Ja. Predators ist für mich okay. Also, der hat da seine Schwächen, seine Stärken und so. Alien vs. Predator 2 ist für mich unschaubar. Also ich finde den so furchtbar. Ja, also ich finde den tatsächlich wortwörtlich unschaubar, weil der so dunkel ist, du erkennst nichts. Das stimmt. Und ich hasse es sowieso, wenn die Menschen eine übergeordnete Rolle im Film spielen und wenn ich einen Alien vs. Predator Film sehen will, dann ist es, also ich meine, du kannst über den ersten Teil sagen, was du willst, da ist halt überwiegend Alien vs. Predator Action und die Menschen sind teilweise echt nebensächlich und das finde ich gut. Ja. Teil 2 ist auch super, da siehst du halt auch da hat der Predator auch sehr viel Screentime. Predator 1 ist, ich finde, immer noch auf Platz 1, den habe ich auch so oft gesehen, obwohl der Predator, glaube ich, fast bis zum Ende eigentlich gar nicht sichtbar ist, aber der lebt halt von den Survival-Horror halt. Und ja, und der Überraschungsding und einfach, dass die neue Figur damals. Ja, genau. Und ja, keine Ahnung. Und Predator Upgrade, der war so drüber. Also ich meine, ich kann den jetzt nicht scheiße finden, also super scheiße finden, aber er war jetzt auch nicht so super geil. Also das ist so ein Guilty Pleasure, finde ich. Bitte? Der Predator Upgrade ist für mich so ein Guilty Pleasure. Er ist eigentlich totale Grütze, aber irgendwie hält mir der vollkommen bei der Stange den ganzen Film über. Also ich habe ihn im Kino damals gesehen, ich habe auch oft lachen müssen, weil er halt einfach so drüber und total bescheuert war. Ja. Ich fand das Creature-Design von diesen überkrassen Predator, diesen 3 Meter hohen Predator, fand ich geil. Ich fand es auch logisch, dass hier die Prämisse, dass sie sich da verschiedene DNA-Dinger spritzen, um quasi die ultimative Predator-Rasse zu werden, auch menschliche DNA, fand ich in sich logisch. Ich fand es nicht geil, aber logisch. Deswegen mochte ich eigentlich den Feral Predator in Prey eigentlich auch ganz gerne, weil ich fand das Creature-Design super geil. Also der wurde ja auch mit das sind ja keine CGI-Effekte gewesen, sondern wirklich tatsächlich ein modelliertes Gesicht. Der hat ein Kostüm angehabt. Ja. Da wurde halt ein bisschen nachgeholfen mit CGI, was ich okay finde. Aber wie gesagt, ich finde das Design halt sehr cool. Der war nicht so vollgepackt mit Gadgets und so weiter, echt nur mit dem Nötigsten quasi. Und da kann man dann halt auch auf YouTube so quasi gucken, weil es gibt ja nicht jeder Predator ist halt leicht, das ist es ja eben. Also nicht mal die aus Teil 1 und Teil 2 sind leicht. Der eine ist ein City Hunter, das andere ist ein Jungle Hunter. Ja. Und da gibt's halt echt Unterschiede davon und auch in den Comics werden dann noch viel mehr eingeführt und das ist halt massivst faszinierend, dass du halt dann auch nicht sagen kannst, die könnte niemals diesen Predator XY hier kaputt machen. Die sagen, ja, ist halt so. Ich meine, also ein Predator-Film wäre für mich das Nonplusultra, wenn es, glaube ich, mal wirklich auf einem anderen Planeten spielen würde und wirklich nur Aliens irgendwie involviert sind und keine Menschen, weißt du, aber das macht ja keiner. und das habe ich auch schon gedacht bei dir. Haben wir nicht so was Ähnliches beim Monsterverse auch schon mal gesagt? Ja, genau. Scheiß Menschen, weg mit denen, nur Monsterklappe, Alienklappe. Und ich hab mir das gedacht, weil ich hab mir, wie ich vorher gesagt habe, nochmal alle Teile jetzt angeschaut. Und ich muss sagen, jetzt gestern oder vorgestern habe ich erst Alien vs. Predator 2 angeschaut. Und ich hab dann ja Kumpels geschrieben, so, war der Film schon immer so saufinster, weil da ist so eine Szene, wo der Predator im Baum drin sitzt und du siehst nix außer seine Augen ab und zu mal blitzen, obwohl du den eigentlich voll in voller Montur sehen solltest. Das stimmt, der ist so arschig dunkel, aber da ist doch die Szene, wo der vor seinem Planeten losfliegt. Ja, richtig. Und das fand ich dann das Geilste an dem ganzen Film. Genau.
wenn wir jetzt unsere Tops und Flops zu Alien vs. Predator 2 hätten, da ich sagen, diese eine Einstellung, als der von seinem Planeten wegfliegt, davor hätte ich gerne einen ganzen Film, also nicht wie einfach nur Raumschiffe wegfliegen, sondern einen ganzen Film auf dem Planeten mit Predators, vielleicht irgend so, weil das gibt's ja da dann auch Clans und so weiter, ich hab mir nämlich auch ein paar YouTube-Videos jetzt mal angeschaut. Und da war es eine echt geile Geschichte, wie sie von mir aus auch nur 2 Predator-Clans oder so bekämpfen. Da war so viel Potenzial, wo ich dann keine störenden, nervigen Menschen rumhupfen sehe und nur eben Alien-Klopperei da hab. Wobei Alien vs. Predator 2 zumindest versucht hat, mit Gewalt zu glänzen. Ja, da muss man wahrscheinlich die Einstellung vom Fernseher ein bisschen ändern, damit man überhaupt was erkennt. Also ich habe das einmal ausprobiert, glaube ich, hier den Kontrast und die Helligkeit zu erhöhen und so weiter rumzuspielen, damit man irgendwas erkennt. Aber wie gesagt, das rettet den Film auch nicht. Ja, da habe ich auch keine Lust drauf. Wenn ich einen Film reinschmeiße, mag ich nicht vorher erst meine Grundeinstellungen vom Fernseher überdenken müssen. Wollten sie da nicht noch mords die Geschichte aufbauen? Also ich glaube, da kommt da irgendein Artefakt vor, keine Ahnung. Ja, da ist ja dann, du hast ja dann später, da gibt's ja dann diese Weyland-Yutani Firma und da ist ja am Anfang, ich glaube beim ersten Predator ist ja nur der Weyland, also Alien vs. Predator ist ja nur der Weyland noch da von der Firma und da ist am Ende dann die Yutani da und die fusionieren dann praktisch später zu Weyland-Yutani. Das war praktisch so ein Hinweis, dass da jetzt die Yutani auch auftaucht ist. Man könnte weitermachen, aber ich glaube, das ist nur in Comics weitergeführt worden, oder? Die Alien vs. Predator Geschichten. Ja, da gibt's mehrere Bände davon. Also die sind auch lesenswert. Also kann man sich echt, also gibt's gesammelt in Sammelbände. Das sind die Omnibusse, die kann man sich da auch zu Gemüte führen. Also ich habe glaube ich, die ersten 3 Predator-Bände gelesen. Da geht's dann auch teilweise um den Bruder vom Dutch in den ersten Heften und so weiter, der quasi ihn sucht und so und auch wieder zum Dschungel zurück und so. Und das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Also man muss sich halt darauf einlassen, dass das halt 90er Jahre Predator-Comics sind. Ja, ist ja geil. Ich finde in den 90er, ich finde das auch bei Animes zum Beispiel, finde ich die Zeichenstile aus den 80er und 90er zum Beispiel immer noch am besten. Aber Comics habe ich jetzt zum Beispiel von die Predator noch überhaupt nichts gelesen. Da hätte ich eh mit Bock drauf. Es gibt doch ein Batman vs. Predator Comic, oder? Ja, genau. Ist auch sehr lesenswert. Also da gibt's auch mehrere Teile von. Also hier Batman Predator 1, 2 und 3. Die sind auch sehr cool. Muss ich mir mal holen. Du hast ja vorher eben auch schon angesprochen, nicht so wie es manche auf Facebook schreiben. Ich habe da auch noch mal ein paar schöne Kommentare raussuchen müssen, weil natürlich unter jedem Post bei uns dann auch die tollen Typen natürlich immer kommen. Gibt es in letzter Zeit eigentlich noch aktuell Filme oder Serien, wo Männer die Hauptrollen spielen, also ein Held spielen und nicht oft so schwach, ängstlich, unfähig dargestellt werden? Denn es sollte einfach ausgewogen sein. Ich finde, dass es nicht so ist. Kumpel was, das war zu dem Film? Ja, Kumpel von uns, der Freddy. Ja, also der Freddy. Das geht einmal gar nicht, weil ihr Bruder, der hat doch da eine richtig gute... Ja, das ist ja eine starke Männerrolle eben und der wird ja auch zum Kriegshäuptling und so weiter. Und ja, Logo. Das Ding ist halt diese Argumentation so, die Filme ab 2000 runter und so weiter, die zählen nicht oder sowas. Also na, eben nicht. Und ich meine, würden wir jetzt zum Beispiel sagen, hier Predator 2 würde jetzt erscheinen, dann würden sie rumheulen, hier ist ja ein Schwarzer hier, der Hauptcharakter, genau. Weißt du? Oder Aliens, dann, hier Space Trucker kann eine ganze Alien-Kolonie auseinandernehmen, ja klar, und die Space Marines, die können gar nichts, ja, und bei Terminator, was hat man da? Ja, die Kellnerin, ja, die könnte eine Maschine aus der Zukunft kaputt machen, ja, also sollen doch mal alle die Schnauze halten, sorry, also. Das ist schön gesagt. Für unser Kumpel, der Freddy, hat drunter kommentiert, dass so gut wie jeder Film mit Dwayne The Rock Johnson ungefähr das ist, was er sich wünscht zu sehen. Wo wir gerade von Freddy reden, hier, Nightmare on Elm Street, hier ein Dämon, der in deinen Träumen erscheint und dich umbringt. Wer bringt ihn zur Strecke? Ein Teenager-Mädel. Oh, geht gar nicht. Also, okay, Scheiße! Wir haben noch einen Kommentar gehabt, der hat vor allem auch mit toller Rechtschreibung geglänzt, das war auch ganz cool. Na, der ist echt mies, mit Doppel-S. Kein Vergleich zu Original-Predator-Film. Man baut keine Verbindung zur Darstellerin, also Dar mit H, Darstellerin auf. Kommt mir vor wie Disney-Prinzessin meets Predator. Natürlich muss, weil der Film bei Disney Plus läuft, muss natürlich immer dieser Disney-Prinzessin im Vergleich her. Also Fans der alten Predators-Filme werden den sowas von schlecht finden. Muss man echt nicht gesehen haben. Lüge. Man muss auch so sehen, dass solche Leute dann nicht Predator sagen, die sagen dann Predator oder sowas. Genau, die Guten. Und dann nimmst du einfach deinen Kopf,
und eine Tischkante und haust so fest drauf, bis es aufhört weh zu tun, weißt du? Genau. Und wenn das nicht reicht, dann ab in die Garage, da steht sicher ein bisschen Lack rum für dich. Nimmst mal einen tiefen Schluck davon. Und was natürlich auch noch dazu gekommen ist, weil ich habe jetzt so geschrieben, nach den positiven Stimmen dazu, bin ich schon gespannt drauf, welche positiven Stimmen, und denkt auch halt auf die Fresse, Pocahontas für Erwachsene, grottenschlecht, und ich dachte, ich hätte eine Tierdoku gesehen. Hä? Ja. Okay. Ja gut, man sieht einen Bären, der und so, man sieht einen Wolf, ja. Das ist halt so in der Steppe in den USA, da sieht man halt Tiere, da laufen halt nicht nur ein Haufen indigene Völker rum. Ach, ich liebe die Kommentarspalten auf Facebook, sie sind immer wieder eine Bereicherung. Also man kann halt sich aufhören wie ein Arschloch, aber man muss es halt nicht. Man kann halt auch im Jahr 1900, im Jahr 2022 leben und sich einfach wie ein normaler Mensch aufführen. Aber nicht auf Facebook. Ja, aber das kann ja jeder. Das kann ja jeder. Ja, und Ja, was aber nicht sollen auf denn die Facebook, Leute, genau. die können doch da nichts dafür, wenn ständig diese Wokeness dir ins Gesicht geschlagen wird, weißt du schon? Diese Scheiße kann ich mittlerweile nicht mehr hören. Das ist unglaublich. Du siehst eine Frau in der Hauptrolle und sofort hörst, diese woke Scheiße schaue ich mir nicht an. Oh Gott, halt doch die Fresse, bitte nimmt sie am Fernseher und das Internet weg. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Leute halt alles nachplappern, obwohl sie keine Ahnung haben. Die hören irgendetwas und denken sich, das ist Vogue, ja. Und können aber eigentlich auch nichts mit den Begriffen anfangen und so. Und ich meine, bei manchen Sachen, also bei manchen Serien oder Filmen, da wo es dir halt so gedrungen um die Ohren geklatscht wird, weil sie es halt machen müssen, da merkst du es, und das finde ich tatsächlich dann auch kacke. Ja. Kann man eigentlich als Beispiel hier die Resident Evil Serie auf Netflix nehmen. Gott die sei Dank halt, abgesetzt jetzt. Gott sei Dank jetzt nach einer Staffel schon abgesetzt. Genau, aber die hat andere Probleme gehabt und nicht das, was jetzt hier diese Anti-Vogue-Gesellschaft hier sich da aufgeilt und so. Die hat da mehrere Probleme gehabt, aber jetzt nicht so. Den schwarzen Wesker. Zum Beispiel, ja. Da habe ich überhaupt kein Problem gehabt, aber ich habe dieses aufgezwungene, wie sagen das Aufdringliche, das hat mich jetzt überhaupt nicht gecatcht. Ja. Ich meine, du hast so viele starke, also du musst halt Charakter schreiben können und da waren keine guten Charakter dabei, da waren Identitäten nur dort, also in der Serie. Und es ist hier bei Prey genauso, um wieder zurück zum Filmthema zu kommen. Du hast einen sehr starken Hauptcharakter, eine sehr gute Schauspielerin, die diesen Charakter verkörpert. Du hast ein gutes Drehbuch, du hast gute Dialoge und wenig, aber gute Dialoge. Und der Film ist halt einfach in sich stimmig und gut. Also ist jetzt wie gesagt nicht atemberaubend, Blockbuster-mäßig, aber das muss er ja nicht sein. Es ist immer noch ein Predator-Film und ich bin eigentlich ganz froh, dass der Film einfach nicht scheiße ist. Ja. Da kann man eigentlich heutzutage auch noch froh sein, weil heutzutage wird so viel Scheiß produziert. Und I'm looking at you, Jurassic World 3. Oh ja. Tue ich mir sogar überhaupt nicht mehr an, diese ganze Dino-Kacke und Jurassic World Park. Ich hab's geliebt. Ich bin absoluter Jurassic Park Fanboy. Das war mein Kindheitsfilm. Und ja, Jurassic World 1 hat wirklich noch voll so die Nostalgie-Buttons bei mir drücken können. Der zweite hat mich dann schon ein bisschen so Fragen zurücklassen, müsste ich vielleicht nochmal sehen, habe ich nur einmal gesehen, aber der dritte, das war ja Dropkick in die Eier und sonst nix. Und ich möchte einen Predator-Film haben, der zur Dino-Zeit spielt. Boah, geil. Das wär auch richtig fett. Du hättest ja, und dann waren wir wieder bei dem Thema, da brauchen wir keine Menschen nicht dazu. Ja, vielleicht ein paar Steinzeitmenschen, das wäre doch auch was, weißt du? Du hast hier die größten Jäger, die auf der Erde jemals existiert haben, und hier, bam, hast du auch den Predator. Von mir aus können auch Aliens dabei sein. Hier, lass sie komplett zusammencrashen, volle Eskalation. Und ich glaube, der Film, der wäre hier. Haben wir mir nicht bei Predator 2 auf dem Schiff im Hintergrund einen Schädel vom Triceratops hängen? Beim Zweier kann ich da nichts sagen. Der im Raumschiff, oder? Also ja, da hängt auf alle Fälle ein Xenomorph hängt da rum, aber. Genau. Ein Menschenschädel hängt auch rum. Ja. Und ich hätte gemeint, dass da sogar ein Dino-Schädel war, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich da gerade was anderes meine. Naja, ist eh wurscht. Aber auf alle Fälle Predator-Film auf dem Planeten der Predators und ein Predator vs. Dinosaurs-Film. Jurassic Predator, bitte. Jurassic Prey.
Jurassic Prey, ja, her damit. Was auch richtig stark war, fand ich eben, weil wir ja vorher schon mal angesprochen haben, der Bruder von der Naru, der Tabe hieß er ja, der Typ, der Dakota Beavers, das ist ja seine erste Schauspielrolle gewesen, die er jetzt gehabt hat. Und ich fand den Typen überragend da drin. Und auch eben das Zusammenspiel zwischen ihm und der Amber Midthunder, dann als seine Schwester, das war unglaublich tolles Leinwandgeschwisterpaar. Ja, also überragend. Sagen wir mal, er hat die Szenen gerade während dem Kampf und so echt gut gemacht. Also am Anfang fand ich ihn noch nicht so sympathisch, aber dann, wenn er mal wirklich gekämpft hat und was zur Handlung beigetragen hat, fand ich es gar nicht so schlecht. Ja, Also ich glaube auch für das, was er verkörpern sollte, hat er das super gemacht. Ja. Ich fand ihn sogar am Anfang noch sympathischer, weil er da seine Schwester unterstützt hat und gesagt hat, nein, die nehmen wir mit, weil sie ist die beste Pferdenleserin und die brauchen wir und so weiter und so fort. In der Mitte fand ich ihn dann mal, also auf einmal so, ja, jetzt hast du es verschissen, lass bleiben. Dann haben wir gedacht, ja, jetzt Zeit nicht auf einmal so ein Depp und am Ende war er dann wieder cool und die Kampfszenen sowieso, auf die könnte man sowieso mal ein bisschen einsteigen. Weltklasse, wenn der dann anfängt, ich glaube ja so, bei circa 50 Minuten geht's ja dann los mit der richtigen Predator-Action, nachdem er einen Wolf und eine Schlange und einen Bär sich schon geschnappt hat. Dann geht's ja dann los, dass er die kleine Gruppe, die Naru einfängt, dann angreift. Und immer dann schon gedacht, als der erste Kampf losging, aber denkt, geil, ich glaube, der schluckt in die Schiene an expliziter Gewalt, die ich sehen will bei so einem Predator-Film. Wie fandt ihr die Kämpfereien? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst dieses gnadenlose, okay, der metzelt jetzt sowieso einfach nur alle innerhalb von Sekunden nieder. Also nicht gerade das Gnadenlose, sondern auch das Inszenatorische, wie es dargestellt worden ist, wie es aufgenommen worden ist, die Effekte dazu, das also allgemein, wie euch das gefallen hat. Also ich fand es konsequent, dass er eigentlich jedes Viech, das er erlegt hat, auch hier Wirbelsäule und Schädel rauszirkt. Also das hat irgendwie zu seinem Ding gepasst und so, aber gut, dass sie nur 3 Viecher gezeigt haben, weil irgendwann wäre es ein bisschen drüber gewesen. Der hat dann eine ganze Batterie von Wirbelsäulen da nur dranhängen. Aber ich fand den Kampf mit ihm und dem Bären fand ich super. Der war fett, ja. Der war auch richtig geil, auch wenn das CGI von dem Bär nicht so toll war. Ja, das ist ja allgemein ein aber bisschen. du hast jetzt eher die Kämpfe dann mit den Franzosen und so gemeint. Also, nein, allgemein, einfach wie euch das gefallen hat, eben auch jetzt, wenn er mit dem Bären kämpft hat, fand ich auch richtig geil, so richtig geiler Boxkampf mit dem Bär einfach, dann auch diese, wenn er die Comanchen-Gruppe da überfällt und dann auch natürlich so das Highlight mit die Franzosen in dem abgefackelten Waldstück, das war auch richtig fett und ich war halt da voll, der hat halt wieder, der war halt so richtig geil, wie du auch schon gesagt hast, gnadenlos und halt auch ultra brutal. Also wer den Film anschaut, der geizt auf alle Fälle nicht mit Schauwerten und es ist ihm wurscht, ob es da jetzt um Tiere geht oder um Menschen geht. Da werden Gliedmaßen abgetrennt, Köpfe abgetrennt, also alles Mögliche wird da einfach gemacht. Fand ich richtig, richtig fett. Ja, da finde ich, sagt's der Chris ja schon richtig, also konsequent. Konsequent erbarmungslos. Wobei die schönste Wirbelsäulen-Entfernungsszene hatte Predators. Ah, der Verrückte da mit dem Messer, oder? Ja, genau, der Vergewaltiger. Ja, komm schon. Und dann reißt ihm das Ding komplett raus, aber doch geil, genau das will ich sehen. Aber ich fand ja, zum Beispiel jetzt, um nochmal auf den Kampf mit der Gruppe, die Naru findet, zurückzukommen, ich fand das auch alles angenehm geschnitten, weil die ganzen neuen Action-Scheiß-Aus-Filme, die meinen ja, sie müssten da so ein Schnittstaccato runterballern, dass du überhaupt nicht mehr mitkommst, was du dir eigentlich anschaust und dann mit einem Epileptischen vorm Fernseher liegst. Und er war trotzdem relativ schnell, aber ich fand ihn immer noch in einem angenehmen Bereich zum Anschauen, wie er geschnitten war und wie die Kämpfe waren. Zum Beispiel auch die Kampfszene von der Naru, als sie sich ihren Hund wieder zurückholt. Wie hieß denn der Hund? Hat der einen Namen gehabt? Ja. Boah. Also bin ich super vorbereitet, aber daran habe ich jetzt nicht gedacht. Den kriege ich jetzt auch gerade nicht mehr zusammen, aber ist ja wurscht, das ist ja mal nicht sogar fast ein ziemlich langer One-Shot gewesen und bei One-Shots bin ich sowieso immer am Start und das rechne ich ihm auch ganz hoch an, dass er nicht auf das mittlerweile leider Gottes moderne Schnittstaccato setzt, sondern dass er verhältnismäßig ruhig diese Kampfszenen gefilmt hat und eben auch mit so einem riesig langen Shot diese Befreiungsaktion noch gemacht hat. Also, wenn ich jetzt da kurz gegoogelt habe und das richtig ist, dann heißt es, dass der Hund Coco heißt. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Coco hieß. Aber vielleicht heißt der Schauspielhund Coco, das kann natürlich sein. Das ist wahrscheinlich möglich, dass der Coco heißt. Ja. Ja, wieder leider Gottes werden ja die Tierdarsteller auf IMDb nicht aufgeführt. Aber ich glaube, der hat auch keinen Namen gehabt im Film. Also ich meine nicht, dass sie ihn mal gerufen hat.
Jo, weil sie sagt, wenn sie nämlich, wenn sie ihn dann eben retten möchte, bei der Szene, von der ich gerade geredet habe, da sagt sie, er sagt, er holt Pferde und sie sagt, und ich gehe und hole einen Hundi Wauwau, wie es der Alexander Markus nennt. Ja, ich komme mir jetzt auch nicht an den Namen erinnern, aber. Ist ja wurscht. Ja. Hund, nehmen wir einen Hund. Ja. Aber dann eben diese Kampfszene und da eben, weil ich bei dem wenn er den ersten dann packt, Füße abhacken und mit dem Speer sauber im Baumstamm rein. Wir sehen mal endlich mal dieses Netz aus Teil 2, das ja da schon mal hier benutzt wird vom Predator, im richtigen Einsatz. Fand ich geil. Also richtig schön. Sari, ja, ich hab's auch gerade gesehen. Sari heißt der Hund mit 2 I. Ist uns beide gleichzeitig eingefallen, ist ja irre. Ja, ich hab ein mega Gedächtnis. Das ist schon brutal, wie du das machst. Allgemein waren die Kills von Predator ziemlich cool inszeniert, also auch wo er hier die Franzosen ja komplett abgeholzt hat, inklusive Wald. War auch super. Mit seinem coolen Schild halt auch, wenn er den Typen da zum Beispiel an der Wand, am Baum hängen lässt und dann kommt der zweite, nimmt ihn die Axt weg, fangt's ganz cool lässig in der Luft, rein in den Kopf und dann Schild ausbreitet, den Kopf ab, irre. Das mit einem Dauergrinsen, das ist halt immer wieder. Vor allem, das dauert ja richtig lang, oder? Oder kommt das einem nur richtig lang vor? Sind das gute 10 Minuten, diese Kampfszenen da in dem Waldstück, das abbrannt ist? Ja, hätte ich schon gesagt, weil er nimmt sie eben auch nimmt sie dann nämlich auch schon Zeit dafür, dass er der Regisseur, man jetzt allein nimmt sich ja Zeit dafür, dass er die Sachen schön darstellt und zeigt und eben auch durch das, dass es nicht so schnell geht und das ein bisschen längere Einstellungen sind, kommen da schon, weil der erste Kampf wird auch seine 5 Minuten locker gedauert haben und die andere, dieses Ding meine ich auch um die 10 und da ist er dann sowieso wenn er dann wirklich in Erscheinung tritt und das erste Mal diese Menschen dann angreift, ab da ist ja Dauer-Action mehr oder weniger, dann kommt's weiter mit die dämlichen Franzosen, dann der Kampf gegen Tabé und dann eben schon der Finalkampf, dann hast du ja nur noch was zum Schauen, das ist eigentlich ziemlich zackiges Finale, so ab 50 Minuten, so ein bisschen was über die Hälfte, bist du nur noch am Schauen. Aber der Predator selber muss ganz schön viel einstecken. Also da gab's schon ein paar Szenen, wo ich mir gedacht, hui, schau hier, der kriegt aber da ordentlich eine verpasst. Weil ich mir nur am Anfang gedacht habe, naja, gut, was kann jetzt der gegen, oder was können die Comanchen und dann auch diese Franzosen denn großartig gegen den ausrichten? Ja, aber ein bisschen was haben sie schon geschafft. Das ist auch eine coole Szene, wenn sie dann da mit dem Netz fangen und dann freuen sie sich und auf einmal hat der Typ die Klingen durch den Kopf durchgesteckt gekriegt. Also alles klar, hat sich früh gefreut. Ja, man muss ja auch immer sehen, hier, der Typ, der kämpft gegen einen scheiß Bären, erfolgreich, und ich glaube nicht, dass da jetzt nicht viel ausrichten können hier, auch wenn sie Schusswaffen oder so weiter haben. Dann denke ich mal, bedenkt, das sind Schusswaffen aus dem 17. Jahrhundert. Ja, beste Szene in dem Kampf, der Typ, der ihm gegen den Helm schießt und sich selber dann den Kopf schießt dadurch. Das war so geil bescheuert, wenn er ewig ganz langsam auf ihn zugeht und dann zielt er und schießt ihm den Kopf und kassiert die Retourkugel. Richtig stark. Bei die Maske, die er aufhat, ist ja auch ziemlich geil. Ist ja in dem Fall keine so Eisenmaske, wie sie sonst gehabt haben, sondern er hat auch wieder ein Skelett drüber. Das war angeblich eins von diesen komischen Viecher aus Predators. Habt ihr da was mitgekriegt oder rausgefunden, was das für ein Viech war? Weil ich weiß jetzt nicht mehr, River Ghosts oder so hießen die ja bei Predators, die da mal rumgelaufen sind und habt ihr dann im Kopf, wie die ausgesehen haben? Weil ich krieg das nicht mehr zusammen. Man ist diese großen, langen Viecher, die da durch den Wald laufen sind. Ich glaube, dass es die sein sollen, ja. Okay. Ich habe jetzt gerade nur diese Hunde nur im Kopf gehabt. Oder, Hunde in Anführungsstrichen. Ja, müsste man sich mal wieder Predators anschauen. Aber du hast ihn wahrscheinlich erst vor kurzem gesehen, wenn du den Marathon gemacht hast, oder? Ja, aber ich hab die Anatomie von den Viechern nicht mehr so richtig im Kopf dazu, ob das jetzt wirklich der Schädelknochen von dem gewesen sein könnte. Aber ja, wäre schon so gewesen sein, wenn es im Internet steht, weil jetzt on the Internet so it must be true. Kommt dann halt in die Notes rein. Genau. Wir haben jetzt eigentlich schon durch den Film durchgesprungen, gehen wir mal zum Finale. Wie hat euch jetzt insgesamt das gefallen, wie sie rausfindet, wie er zu besiegen ist und wie sie es am Ende macht? Weil das ist ja auch, was ich so ein kleiner allgemeiner Tenor nenne, ist jetzt einfach mal dem oft hört, dass das irgendwie, wir haben ja schon gesagt, dass es in sich stimmig ist, aber viele Leute beschweren sich darüber, wie das funktionieren soll, dass sie das gemacht hat. Wolltest du es mal ein bisschen erklären, wie es in deinen Augen gut war oder nicht? Corby. Oh Mann. Ja, du hast es ja eigentlich schon gesagt. Es ist ja ganz cool, dass sie mit ihre
Geschehnisse in dem Film ja immer wieder herausfindet, was er für Schwächen hat und dann halt das man ja selber miterleben muss, wo es dann in diesem Schlamm feststeckt und er versucht, sie da wieder rauszuziehen. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, die werden jetzt nicht so viel Screentime für dieses Schlammloch hergeben, gleich am Anfang, wenn es nicht am Ende irgendwas mit dem Finale zu tun hat. Und genauso war sie dann auch. Ich habe dann wirklich spontan gedacht, okay, vielleicht schaut sie, dass sie halt dann auch mit Schlamm bedeckt ist, dass er sie dann nicht sieht. Aber sie hat sie dann, glaube ich, so gelöst, dass sie dann ihr Blutkältekraut, so nenne ich es jetzt mal, einnimmt und dann den Helm, glaube ich, von ihm ja irgendwo ergattert hat, richtig? Ja. Und dann schaut, dass er dann in dem Schlamm feststeckt und sie dann diesen Helm so platziert, dass er sie praktisch dann selbst umbringt. Genau, die Man muss ja vielleicht noch dazu sagen, für die den Film heute noch nicht gesehen haben, dieser Predator hat ja kein Laserblast an seiner Schulter, so wie seine Kollegen halt, sondern der schießt halt mit Pfeilen quasi, möchte man sagen. Also das sind halt Pfeile, die halt rausschießen und wie bei, wie soll man sagen, bei Guardians of the Galaxy, wie heißt das, der blaue nochmal? Ja. Ja, ihr wisst, wen ich meine. Durch diese drei roten Lichter, die er halt auf seinem Helm hat. Und wenn er den anvisiert, dann fliegen da die Pfeile dorthin und so weiter. Und Gennaro hat sich das halt als Falle ausgedacht, dass er den Helm so platziert, wenn der Predator halt in diese rote Linie reinläuft, dann aktiviert er halt den Pfeil und dann da schießt er sich quasi selber. Was ich super gelöst finde. Und ich meine, wie der Corby ja schon sagt, geht er in den Sumpf rein, bleibt Stecker, sodass er halt auch nicht so schnell entkommen kann. Von dem her war das schon ziemlich schlau gelöst. Von dem man geht halt auch nochmal darauf ein, dass sie halt ein Part von einer Schwäche benutzt, wo sie halt festgesteckt ist. Das ist, da sieht man halt auch quasi eine Charakterentwicklung, dass sie halt etwas, wo sie halt vorher Probleme hatte, das dann zur Problemlösung macht. Und das fand ich halt super gelöst. Das ist allgemein ziemlich cool dargestellt, wie sie halt wirklich aus ihren eigenen Erfahrungen immer weiter lernt und die sie dann zum Vorteil umlegt. Und der Charakter aus Guardians hieß Yondu. Dankeschön. Macht mich wahnsinnig, wenn mir sowas nicht einfällt. Was auch eine ganz starke Szene war, wie sie den Predator dazu bringt, oder beziehungsweise wie sie den Helm kriegt, wie sie den Predator dazu bringt, dass sie so nah an ihn ran kann, dass sie den Helm kriegt, wenn sie dem Franzosen einfach den Fuß abpackt und als Beute oder als Lockvogel hinlegt, finde ich auch geil. Und von ihr in dem Fall dann auch recht gnadenlos, weil so, wie sagt sie nicht, du hast meinen Bruder verletzt, jetzt verletze ich dich, irgendwie so. Kann sein, ja. Fand ich auch ganz cool und es ist dann doch auch irgendwie, weil es ja zum Beispiel, wie du, glaube ich, heute schon mit der Folge gesagt hast, ja, das ist eine Frau und wie sollte die das schaffen, weil der ist ja so übermächtig. Man muss ja immer mal die Parallele ziehen auch wenn jetzt das der Schwarzenegger im ersten Teil war, trotzdem war ja der vollkommen unterlegen und es ging ja da auch nie wirklich um Muskelkraft, sondern immer um Köpfchen, dass du den Predator irgendwie besiegen kannst, weil ja der Schwarzenegger damals mit Fallen und so gearbeitet hat und sie ja in dem Fall auch mit viel Fallen und mit Köpfchen eben gearbeitet hat. Gerade waren die Fallen dann ein bisschen leichter, weil sie natürlich keinen Baumstamm irgendwo hochziehen kann oder dergleichen. Und ich fand das echt richtig genial umgesetzt. Vor allem auch dieser geile Shot, wenn sie dann über den Ast hinter ihm klettert und dann runterspringt und dann geht der Kampf los zwischen den zwei. Also ich finde, das ist eines der stärksten Finalen in irgendwelche Predator-Filme bisher. Vor allem muss man ja auch dazu sagen, dass der Schwarzenegger in seinem Film ja quasi so eine Art Prep-Time hat. Also der kann sich ja quasi über Nacht drauf vorbereiten oder über Tag. Und dann hat er auch hier nach ihm pfiffen, so dass er halt kommt und dann angreifen kann. Und ich glaube, Naru hatte in dem Film sehr wenig Vorbereitungszeit. Die hat sich nur gedacht, okay, hier die Stelle, okay, platziert den Helm und jetzt hier, komm mal her. So auf die Art. Und das ging halt alles sehr schnell. Genau, da noch ein paar Stacheln am Baum. Und das ist halt auch sowas, wo ich glaube, auch in dem Zuge, dass sie halt hier so eine indigene Person ist, dass die das halt von ihrer Art aus und so als Jägerin oder als Heilerin und so weiter, dass sie das dann halt schon automatisch intus hat, weil sie muss ja auch irgendwie so gefährliche Gegner irgendwie einkesseln können. Denk ich, also ich habe keine Ahnung von indigenen Völkern, das ist das, was ich mir halt vorstelle halt. Ja,
Ja, und es ist halt, finde ich mal, eben die bessere, nenne ich es jetzt mal, bessere Herangehensweise, dass ich sage, so könnte ich mir das vorstellen, dass das funktioniert und nicht immer dieses pauschal, nee, so geht das nicht. Ich als indigener Völkerfachmann weiß das. Ja, ich meine, du kannst ja auch nicht sagen, dass jeder, der irgendwie eine militärische Ausbildung genossen hat, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Bundeswehr oder Bundeswehrler halt so Fallen bauen könnte wie Schwarzenegger im Predator. Na, glaube ich auch nicht. Ich habe gedacht, das trainieren die ein paar Wochen lang. Ja, die werden immer im Wald ausgesetzt und müssen dann Fallen bauen für den Fall, dass sie eben gegen einen Predator kämpfen. Wäre ein gutes Training auf alle Fälle. Ja. Die Frage kann ich jetzt leider nur im Chris stellen, weil der Corby ist ja nicht fähig, dass er endlich mal Filme anschaut. Aber der Film ist ja mittlerweile von den allgemeinen Wertungen her, hat er ja sogar den ersten Predator überholt und steht ja jetzt, sag ich jetzt mal, auf Metacritic und so weiter als bester Predator-Teil im Franchise da. Wie würdest du den für dich in dem Franchise einordnen? Dafür müsste ich ihn, glaube ich, noch mal ein paar Mal sehen, weil bei mir, glaube ich, sind die ganzen Alien- und Predator-Filme halt so in dem Ranking, weil ich sie so oft gesehen habe. Und ich bin eigentlich auch mehr Fan von dem zweiten Teil als vom ersten Teil, obwohl der erste Teil halt sehr ikonisch ist, aber ich mag halt den zweiten Teil halt sehr, weil das, ich würde mal sagen, bessere Charakter drin hat. Also Ich weiß, was du meinst, glaube ich, weil es mir ähnlich geht. Die Polizisten und so weiter, die haben für mich mehr Charaktertiefe, also das sind viel bessere Charakter dabei, als zum Beispiel im ersten Teil. Ich meine, du hast einen Schwarzenegger, du hast den einen, der sich dauernd rasiert, obwohl er keinen Bart hat. Bill Duke. Genau, und du hast den Billy und so weiter. Und ja, das sind halt auch coole Charakter, aber ich finde die halt im Teil 2 tatsächlich cooler, deswegen würde ich immer noch sagen, Teil 2 ist immer noch für mich auf Platz 1, Predator auf Platz 2. Boah, ich würde Prey tatsächlich fast auf Platz 3 oder 4 packen. Also er ist ein sehr guter Film, also ein sehr guter Predator-Film. Mhm. Ja, wie gesagt, also ich würde ihn auf alle Fälle vor Alien vs. Predator 2 und Upgrade setzen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das wäre bitter, wenn nicht. Ja. Aber ich würde ihn sogar über Predator setzen, ja. Und ich glaube, Alien vs. Predator ist so mein Guilty Pleasure, den habe ich schon so oft gesehen, weil ich einfach, weiß ich nicht, den habe ich halt so oft gesehen, weil ich den einfach mag, den Film. Mhm. Und ich würde den tatsächlich dann auf Platz 4 setzen mit Alien vs. Predator als auf Platz 3. Ah, okay, cool. Corby, ich stelle dir die Frage trotzdem, auch wenn du nicht alle gesehen hast, aber bei denen, die du gesehen hast, wo landet Prey für dich? Mir geht's da ähnlich. Ich finde den Alien vs. Predator einfach so cool von der Idee her, deswegen wäre er bei mir auf Platz 1, Prey auf 2 und auf 3 Predators. Alien vs. Predator 2 habe ich auch gesehen. Echt Predators? Ich wollte nix sagen. Predator, ja klar, doch, mit Date im Namen. Alles klar, na passt, dann habe ich schon richtig verstanden, ich war mir nicht sicher. Predators, okay. Vergiss nicht Predator Upgrade. Ich habe gerade gesehen, der heißt ja im Original gar nicht Upgrade. Na, das ist The Predator. Nee, das ist eine deutsche Eigenerfindung. Okay. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man das ein bisschen dann abheben kann. Ich glaube, im Englischen heißt er einfach nur The Predator, oder? Genau. Ja. Fast nicht verwirrend. Fast nicht, ne? Da mir keiner fragt, sage ich es einfach selber, wie mein Ranking ausschaut. Nein, bitte sag's nicht. Okay, Entschuldigung. Nein, Mann. Wir wollen langsam aufhören jetzt. Das ist aber schnell hier. Das nervt schon voll. Na, für mich ist es wie beim Chris, ich muss auch sagen, dass Predator 2 für mich Platz 1 ist, weil ich eben auch die Figuren lieber mag, weil der 1 ist halt wirklich so geile, Testosteron voll gepumpte Actionbombe, macht ultra Spaß, aber mir gefällt erstens das Setting in der Stadt ein bisschen besser und ich mag die Figuren einfach irgendwie lieber und es ist der Bill Paxton dabei, ich bin Bill Paxton-Fan, mag ich gern. Deswegen ist Predator 2 bei mir auf Platz 1 und der Prey und der Predator selber teilen sie für mich Platz 2 und dann kommen Predators, Alien vs. Predator, dann Alien vs. Predator 2 und Upgrade muss ich am Schluss setzen, auch wenn er trotzdem irgendwo ein Guilty Pleasure ist und mir Spaß macht, aber im Ranking muss der für mich mit Alien vs. Predator 2 müssen sie auf dem letzten Platz sein, das geht leider nicht anders.
Es war aber auch, weil bei uns Disney Plus hat ja diese Star-Abteilung für die Art von Filme, die ist ja in Amerika, nennen sie die Hulu, war ja der erfolgreichste Filmstart aller Zeiten. Also ich denke mal, wir könnten uns wahrscheinlich schon ein bisschen darauf freuen, dass es ein Sequel geben wird. Aber die wichtigste Info für euch wie immer, wir haben wieder mal einen Wilhelmsschrei und zwar bei Minute 51 und 36 Sekunden. Gern geschehen. Geschehen. Das war, glaube ich, während dem, wo die Jäger gegen den Predator gekämpft haben, gell? Die Gruppe, die Naru befreit hat. Ja, genau. Beziehungsweise gefunden hat. Da, wo sie dann gefesselt war und die Jungs dann auf ihn los sind, oder? Genau. Und den einen Typen, den er dann einmal, ich glaube, am Speer packt und hinter wegschleudert, der Typ hat einen Wilhelmsschrei kassiert gekriegt. Und wann kriegst du die Infos zur Fortsetzung? Du hast die schon gleich angemeldet, dass ich bin im Verteiler. Ich bin im Verteiler. Gut. Also ich fänd's ja geil, wenn es ja wirklich in so einem alten Samurai-Japan spielen würde. Oh ja, das wäre cool. Du hast halt wirklich, ich nenne es jetzt mal, ich vergleiche es jetzt einfach mal mit so Assassin's Creed, du hast ja da so eine unglaublich große Bandbreite an vergangene Dynastien und Reiche und so weiter, wo du den einfach geil einsetzen kannst. Und ja, habe ich Bock auf jede Zeitepoche, auf alles. Und wenn es nur Dinosaurier sind, dann bin ich da auch dabei. War voll geil, aber bitte nicht irgendeinen Scheiß machen, wo man dann, wie bei Alien vs. Predator 2 versucht, unglaublich unwichtige, uninteressante Scheiß Menschencharaktere im Vordergrund zu stellen. Das interessiert keine Sau. Wir wollen nur Gemetzel vom Predator sehen. Oder Predator, wie der Corby sagt. Ich glaube, das Einzige, was ich nicht ertragen könnte, wäre tatsächlich ein Piratenfilm, weil ich glaube, Fluch der Karibik hat alles, was irgendwie piratenmäßig gemacht hat, mir alles verdorben, weil ich würde mir jedes Mal denken, hier der Jack Sparrow würde dann irgendwo aus der Ecke kriechen, weil es halt Disney ist. Und keine Ahnung. Schau dir mal die Serie Black Sails an, die führt die wieder zurück, dass man Piraten cool finden und lieb haben kann. Ah, okay. Die war ganz, ganz stark, Black Sails. Wikinger wäre natürlich auch eine Mega-Sache. Wikinger wäre cool. Ich denke die ganze Zeit drüber nach. Römer wäre irgendwie furchtbar. Stell mir gerade ganz furchtbar vor. Ja, oder sie fangen den Predator und werfen dann in die Gladiatorenhalle. Weiß ich nicht. Das, Asterix und Obelix gegen den Predator. Wobei hier der Predator in der Arena im Kolosseum, das hätte schon was, aber das, glaube ich, wäre ein bisschen zu drüber. Also das müsste man vielleicht für sich alleinstehend als Film, der nicht nicht irgendwie ins Franchise mit eingekehrt, sondern einfach mal Predator im Kolosseum als Gladiator kämpft sie da durch. Auf alle Fälle would watch, würde ich sagen. Es gibt tatsächlich auch eine witzigere Version von Predator und das ist Archie vs. Predator. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Nein, gar nicht. Kennt ihr Archie? Der Name sagt mir jetzt was, aber ich kann ihn nicht zuordnen. Das ist so ein typischer amerikanischer, wie sagen wir so, ein Comic, den man immer lesen kann. Das ist halt so, also hier allgemein, es gibt eine Serie, die heißt Riverdale. Ah, ja. Ja, genau. Und das ist halt basierend auf den Archie-Comics. Das ist so quasi der Allrounder, wo du halt als Kind liest, also jedes amerikanische Kind hat bestimmt ein paar Archie-Comics gelesen. Und es gibt es ist so 50er Jahre Vorstadt, so hier, der Hauptcharakter hat 2 Gspusi, die hier auf ihn stehen und er wechselt dann immer ständig durch, so, aber halt alles im PG-13-Bereich und so. Und es ist vor ein paar Jahren hier eine Archie vs. Predator Miniserie erschienen, wo halt der Predator in dieses Archie-Universum kommt, auch total cartoony, ein bisschen gezeichnet ist und so. Aber es geht halt auch total brutal zu und ist halt super lesenswert und gebe ich da auch mal eine uneingeschränkte Empfehlung raus. Okay. Ja, ich habe sowieso seitdem voll Bock auf die Comics dazu, weil ja zum Beispiel der Predator ist ja nie als Film fortgesetzt worden, hat aber ein Ende, das es möglich macht und da ist ja auch eine Comic-Fortsetzung gekommen. Seitdem habe ich voll Bock drauf, dass ich mir mal die Comics höre. Wenn du sagst, dass da diese Omnibus-Versionen davon gibt, die finde ich sowieso geil. Werden wahrscheinlich dann wohl wieder ein paar Rubel flöten gehen von mir. Also die Predator und Alien vs. Predator Comics von Dark Horse, die sind eigentlich auch sehr bezahlbar. Ich glaube, das sind dicke Taschenbücher und für 20, 25 Euro jeweils ungefähr. Ich bin ein Hardcover-Fan. Gibt's im Hardcover auch?
Ich meine nicht. Also ich bin nicht auf dem aktuellen Stand, weil ich habe, wie gesagt, die Softcover-Reihe da, aber die sind schon sehr lesenswert und ich meine, ja, für die Comics, was der Inhalt rausgibt, da reichen die Softcover, trust me. Ah, okay. Ja, da bin ich ein bisschen so Sammelregal-Autist. Das muss alles immer schön mit Hardcover drinstehen, weil ich finde mir dann zum Beispiel ein Softcover da steht, das kippt auf die Seite leicht weg vorn, weil es kein Hardcover eben ist und dann gehe ich da vorbei und kriege jetzt meinen Schlaganfall. Und dann, wenn hier der Kani hier anfängt hier mit Comics, dann können wir dann einen neuen Podcast starten mit Viva la Comilation. Ja, passt. Also was heißt anfangen? Ich hab ja Comics immer gelesen und liest jetzt nicht mehr so stark. Momentan bin ich jetzt so froh, dass ich mit The Boys anfange, da habe ich mir jetzt mal alle geholt und dann die Lock and Key mal fertig lies und dann ist Sandman-Reihe komplett dran, weil nach der Serie möchte ich unbedingt die ganze Reihe jetzt noch mal lesen, weil ich habe nur die ersten 2 Collections, die rauskamen, bei uns gelesen, nicht alles. Also ich bin schon drin, können wir auf alle Fälle mal was machen. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir dann soweit durch sind mit dem Film. Wir können zu unseren Tops und Flops kommen, oder? Yes, ich hab mir gerade so nebenbei die Archie-Comics mit dem Predator angeschaut. Bestellt? Und na, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Muss ich dann auch noch googeln. Auf alle Fälle, Chris, unser Finale von den Folgen ist ja dann immer, jeder muss was sagen, was besonders gut war und was ihm nicht so gefallen hat. Was würdest du jetzt halt absolut hervorheben und bei was sagst du, das hätte es einfach nicht gebraucht für mich? Also Flops würde ich tatsächlich sagen CGI-Tiere. Also man da hat schließe auch, ich mich an, weil Ja. sonst muss ich da sehr viel zum gleichen Thema sagen. also ich habe nicht sehr viel, also ich habe wirklich sehr wenig Negativpunkte, wo ich sagen kann, hat mir gar nicht gefallen, aber es ist tatsächlich CGI-Tiere, wo man, glaube ich, meine Einstellung gesehen hat, wo, was weiß ich, war es ein Erdmännchen oder was war das, wo man kurz drüber gesehen hat. Und das finde ich halt furchtbar, wenn du siehst, dass es CGI ist und so. Und auch ein gutes Negativbeispiel, ich weiß nicht, ob ihr diesen Pinocchio Live-Action-Trailer gesehen habt. Da Den ist Trailer halt noch nicht. Ja, auf alle Fälle sieht man da halt die Katze von Geppetto und das ist halt auch eine scheiß animierte Katze, obwohl das halt nur eine ganz normale Katze ist und die hat in dem Trailer einfach nur einmal Miau gemacht und die ist halt animiert und ich finde das furchtbar. Gut, es ist zwar im Sinne von, ja, müssen keine Tiere gequält werden für einen Film und so. Wie gesagt, man kann das auch besser machen, finde ich. Absolut, vor allem im Jahr 2022. Absolut, ja. Und man muss aber auch wieder dazu sagen, dass es ist wieder so ein Thema, das so ausufern kann, weil die FX-Artists in den USA so dermaßen drunter leiden und so super unterbezahlt sind, Überstunden machen, auf den letzten Drücker immer noch Änderungen machen, also auch noch in Depressionen fallen und teilweise auch schon Suizidgedanken haben. Also das ist echt nicht schön, wie die Branche gerade sich entwickelt. Und gerade zum Beispiel bei Marvel ist es ganz furchtbar. Also da kann man sich auf Twitter mal schlau machen oder so allgemein, wie die Special Effects Artists unter diesen Großkonzernen leiden, gerade bei Disney und so. Das habe ich auch gelesen, ja. Und wie gesagt, das war jetzt einer der Negativpunkte, wo ich hervorheben möchte bei dem Film. Als Pluspunkt, ich bin immer Fan, wenn ein Hund dabei ist. Und ich bin ein super Fan von dem Creature-Design. Also ich mag das Design von dem Predator total gern. Also ich finde das echt super. Auch, dass es halt Practical Effects war, also dass es halt wirklich ein Kostüm war. Also das ist dann wirklich ein großes Plus. Das gibt es mittlerweile so selten. Und wie gesagt, das ist dann so quasi mein Highlight. Sehr schön. Cool. Corby, du musst ja anscheinend nur noch ein Top sagen, weil Flop hast du ja schon Ja, abgestaubt. also ich kann da vielleicht höchstens nur noch mein Hauptnegativbeispiel von dem CGI nennen und das war bei dem Bär. Ich bin mir nicht sicher, ob da die Bildrate nicht irgendwie eine andere war wie beim anderen, aber da hat man so deutlich gesehen, gerade wo dann der Hund wegläuft und der Bär hinterher und weiß ich nicht, also das in jedem Videospiel schaut das besser aus. Das stimmt. Und der Hase zum Beispiel, der vom Wolf gejagt wird, ist für mich also ein ganz schlimmes Beispiel gewesen. Ja, bei dem Wolf und dem Hasen, da habe ich mir gedacht, ja, okay, die werden jetzt da nicht allzu lang vorkommen, aber der Bär hatte ja doch Screentime, zumindest, ja genau, einiges an Screentime. Ja, oder was heißt einiges? Also
Den ganzen Film eingenommen, das ist ja Wahnsinn. Ja, Da schon. kannst du gar nicht viel stellen. Eigentlich geht's doch um den Bären gegen den Predator. Ja, genau, das heißt nicht Prey, du hast ja Bär. Genau. Und mein Top sind die Waffen vom Predator. Die habe ich ziemlich cool gefunden. Gerade diese explodierenden Scheiben da bei den Franzosen, das fand ich cool. Und genau, Sehr schön, danke schön. Kani. Dann darfst jetzt nur noch du deinen Monolog halten. Mein Top ist auf alle Fälle auch, dass das Creature Design von dem Predator Weltklasse war und eben, dass es ein Kostüm war, aber mein absolutes Highlight war eben die Amber Midthunder als Naru. Ich fand ich könnte nur 3 Stunden zuschauen, ich finde die so toll, die Frau, und eben ihre Darstellung als Naru war grandios, und ich darf mir wünschen, dass wir einen zweiten Teil vielleicht, wenn wir ihn kriegen, dass sie auch nochmal irgendwie einen Auftritt darin haben wird. Wäre geil. Und mein Flop ist, dass es die ganze Zeit keine Übersetzung von den Franzosen gibt. Man versteht nie, was die Penner sagen, und es nervt mir den ganzen Film. Ich habe dann sogar geschaut, wenn man Untertitel einstellt, zum Beispiel bei der Comanchen-Version, da wird diese Parts werden ausgelassen mit der Übersetzung. Was soll ich denn? Ich wissen, was die scheiß Franzosen sagen. Das hat mir den ganzen Film Wieso genervt. kannst du kein Französisch? Was bist denn du für einer? Ich weiß, tut mir leid, mein Lehrer war damals scheiße im Französisch. Also. Der hat da immer irgendwas anderes gemacht unter Französisch. Ich habe das nicht verstanden, was er von mir möchte und warum ich dafür nackt sein soll. Da habe ich nach dem 2. Jahr hab ich bei der Mom gewarnt und habe gesagt, ich möchte da nicht mehr hingehen. Sag, du musst Französisch Genau, lernen. so lernst du es. Das war die ganze Zeit, ich möchte die reden nämlich verhältnismäßig viel, dann sage ich jetzt einmal, für den Film an sich ist ja viel Dialog bei den Franzosen und unter die Franzosen, aber nein, mit der nicht wissen, was sagen. Das ist nicht nett gewesen für eine. Gibt es nicht so mittlerweile so Apps, wo du einfach aufsprichst, was gesagt wird, und dann übersetzt die App das? Gibt's sicherlich, ja, aber eigentlich dann ganz lustig, wenn man vom Fernseher sitzt, dann lässt sie dann die ganze App mitlaufen, dass das übersetzt. Probier aus. Am besten reden die dann halt über was komplett Banales oder sowas. Ja, der wahrscheinlich ist Eintopf das- war ganz super. Nee, eigentlich nicht. Der war so schlecht gewürzt. Wahrscheinlich ist nicht mehr echtes Französisch, sondern die haben einfach irgendwas brabbelt und Geräusche gemacht. So wie sie Französisch halt anhört. Dann zu unserem Triple Threat. Wir haben ja unsere heilige Dreifaltigkeit der Filmbewertungen, der Triple Threat, ob es in dem Film Titten, Trompeten und tote Tiere gibt. Und die Frage geht an die, Chris. Gab es in dem Film Titten? Nein. Also Gab's? nicht, dass ich habe jetzt nicht wirklich danach gesucht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine Brüste gesehen habe. Na, Predator-Brüste halt, also sein muskulöse Predator-Brüste. Ja, nee. Aber ich dachte das eigentlich, der dicke Franzose, der hatte welche, aber da habe ich jetzt auch gar nicht aufgepasst. Oh, der hätte sicher welche gehabt, aber der hat ein Oberteil gehabt, aber da wäre ein Motorboot wäre da auf alle Fälle gegangen bei dem. Haben wir Trompeten gesehen? Trompeten, nein. Auch Also nicht. ich bin mir ziemlich sicher, dass da keine Trompeten am Start waren. Dafür jede Menge Tiere. Jede Menge tote Tiere, genau. Ein Tee von 3. Aber Kann man- wenigstens keine toten Hunde. Das kann man ja schon mal sagen. Ja, das ist schon mal gut. Also kein toter Hund. Sari kommt durch, freut euch. Könnt ihr euch anschauen, falls ihr davor Angst gehabt habt. Oder Oder für, freut's euch nicht, je nachdem, auf welcher Seite ihr steht. wenn es euch nicht freut, dann hört uns aber auch nicht mehr an, ihr bitte. kranken Schweine. Aber dafür gibt's auch reichlich anderes Tiergulasch. Das war unser Runden dann dazu. Chris, hast du noch ein paar Worte zum Abschied für unsere Hörer? Ich dachte schon, du fragst, ob ich noch ein paar Fragen hätte. Nee, also Hast du wie Fragen? gesagt, aktuell nicht, nee. Warum bin ich hier? Ich bin wunschlos glücklich und werde mir den Film auf alle Fälle nochmal in der Comanchen-Version angucken. Sehr schön. Und ja, wie gesagt, war ein super Film und werde mir auch nochmal die alten Predator nochmal zu Gemüte führen wie du. Unbedingt, war cooler Marathon. Und am Ende des Tages habe ich irgendwie festgestellt, dass auch wenn man so Tiefen hat wie Alien vs. Predator 2 und Upgrade, trotzdem können sie mir irgendwie bei der Stange halten, die dämlichen Filme. Aber eins muss ich nochmal unterschreiben, was du auch mal am Anfang des Podcasts gesagt hast. Ich hätte den auch gerne im Kino gesehen. Unbedingt, ja. Unbedingt. Ja, gerade am Anfang mit den Weiten und so und ihr Training. Der Shot, wenn das Schiff vor um einer fliegt und dann und so, das war geil auf der Leinwand gewesen. Aber dafür, kleiner Hinweis, da hat zwar jetzt nichts mit Predator zu tun, dafür ist der neue Teil von Evil Dead vom Streaming ins Kino gewandert und wird nächstes Jahr im April offiziell in die Kinos anlaufen, bevor er im Stream ist. Sehr schön. Geil. Corby, was darf von unsere Hörer tun?
Totentum. Ja, die dürfen sie natürlich auch Prey anschauen, auch gerne in der Comanchen-Version. Dann liken, teilen, kommentieren, sagt uns, was ihr von dem Film haltet, außer ihr habt irgendwelche seltsamen, negativen Kritiken, dann lasst es bitte. Genau, alles, was mit Anti-Wokeness zum Tor habt, könnt ihr euch gepflegt in den After schieben. Anti-Wokeness, gibt's das Wort? Jetzt schon. Okay. Ansonsten sage ich ja, vielen Dank an den Chris, dass du bei uns warst. Hat fett. viel Spaß gemacht. War sehr cool mit dir. Vielleicht können wir nochmal irgendwelche Predator-Filme besprechen, wenn du Bock hast. Gerne. Bin Machen ich wir locker, bin ich dabei. Die Trachtman, der Predator-Reihe mit Viva la Movolution. Ja, spätestens wenn die Netflix-Serie kommt, dann bin ich wieder da. Bam. Sehr schön, sehr schön. Ja, und dann sage ich danke, Kani, du darfst natürlich wie immer, wenn du moderierst, auch abmoderieren. Nicht, dass ich am Ende dann wieder Ärger kriegt, dass du sagst, du klaust mir die Moderation, ich hasse die. Sackschellen gibt's halt dann wieder mal. Na, ich sag auch, geht's noch auf Steady, macht's ein Abo, holt euch Trachtmann Comics, geiler Stil, wie gesagt, da ist sogar der Frank Miller drauf aufmerksam worden, also muss es gut sein. Und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Chris nochmal und ich darf mich freuen, wenn wir nochmal zusammenkommen auf eine Predator-Folge. Den ersten haben wir schon gemacht, also steigen wir dann bei Predator 2 ein, aber der gefällt uns ja eh besser, also es ist eh nicht verkehrt. Super, Und Hammer. dann sagen wir bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von die Comanchen. Na, also weiß ich nicht genau. Muss halt mal eine extra Folge drüber machen. Okay, passt. Also macht es gut, ciao. Ciao. Servus.